Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ich konnte überlegen, werde ich jetzt kriminell und stürze ich ab oder kämpfe ich und versuche zu überleben. Und ich glaube, mein Willen war da. Ich kann es allen zeigen, dass ich es auch ohne Eltern arbeite, dass ich es ohne Geld arbeite, dass ich selber auf den Beinen stehen kann. Und ich bin sehr schnell erwachsen worden und habe einfach immer gekämpft. Der René und der Benny Durrer leben schon eine halbe Ewigkeit in Berlin. Mit dem soll aber gleich Schluss sein. Das Paradies, das ich hier hatte, das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr das Paradies, weil durch die zunehmende Kriminalität ist es immer gefährlicher geworden. Der Karl ist in Südamerika ein berühmter Bergsteiger und hat sich eine Existenz aufgebaut. Vor 2 Jahren ist er mit seiner Familie brutal überfallen worden in Ecuador. Jetzt wollen sie in die Schweiz zügeln. Es ist unser Zuhause, aber gleichzeitig ist jetzt die Zeit, um das Haus zu verlassen und etwas Neues anfangen. Die Familie Ramos stellt ihr Leben auf den Kopf. Die Eltern wandern auf Portugal aus, ohne ihre Kinder. Ich möchte noch etwas für mich machen, ich möchte noch etwas verwirklichen, ich möchte noch ein neues Projekt angehen. 3 Geschichten von der Suche nach Wurzeln, Aufbruch und der Sehnsucht nach Heimat. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Es ist ein grosser Moment für Judith und Jaime Ramos am Flughafen Zürich. 1 Jahr lang sind ihre Zwillinge jetzt am anderen Ende der Welt unterwegs gewesen. Und in diesem Jahr ist viel passiert. Sie haben das Haus verkauft, wo die Zwillinge aufgewachsen sind, und sind vor einem Monat auf Portugal ausgewandert. Aber heute sind sie zurück in der Schweiz, weil ihre Zwillinge jeden Moment ankommen sollten. Sie waren so lange weg und ja, wir freuen uns, sie wieder zu sehen. Und es ist wichtig, dass wir auch hier warten. Ja. Sie waren über ein Jahr jetzt weg und es ist uns schon ganz wichtig, dass wir sie hier empfangen können. Ja, weil das Haus gibt es ja nicht mehr. Sie kommen hierher und es ist uns ganz wichtig, dass wir ihnen noch zeigen können, wo sie dann schlafen können und wo sie noch wohnen können. Die Nora und der Dorian sind als 20-Jährige frisch nach der Lehre zu Australien und zu Neuseeland herumgereist. So schön seid ihr da. Oh, ja. Oh Mann. Meine 2 Babys kommen. Ja, du weißt schon also. Aber. Hey. Ja. Gut, So, siehst du kaputt? aus. Hey, super. Hey, die sind gewachsen. Beide. Mo. Mo, es stückt mich. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Nein. Ich bin fertig mit der Reise, so für einen Moment. Oh, es ist mega schön, dass die wieder da sind. So schön. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Also ich würde sagen, ein neues Kapitel fängt an. Also wir sind erwachsen, wir haben beide einen Job, wir können neu anfangen. Und ja, Wir haben es ja eigentlich schon vorher gewusst. Das heisst, wir haben uns schon dann vom Haus verabschiedet. Also ich habe jetzt auch mein ganzes Staff ist jetzt auch schon Solothurn so. Also ja, wir haben uns schon dann ein bisschen verabschiedet. Darum denke ich, kommt gut. heutzutage ist es ja nicht mehr schwer, Kontakt zu halten mit Videocalls und ja, Telefonat können wir ja immer wieder miteinander reden und uns austauschen. Ja, und es ist nicht weit bis auf Portugal. Also ich meine, wir werden es sind gratis Ferien, mehr oder weniger. Jetzt. Hier.
Jetzt geht es aber nicht auf Portugal, sondern in die neue Wohnung, die die Eltern ihnen organisiert haben. Gesehen haben sie die noch gar nie. Schau, hast du gezahlt? Hast du das Billett? Ja. Jetzt werde ich bald in der Schweiz als Bergführer arbeiten und dann kann ich etwas erreichen, was ich mir immer gewünscht habe. In den Schweizer Alpen als Schweizer Bergführer mit dem internationalen Stempel arbeiten. Jetzt bin ich auch einer. Das kleine blaue Abzeichen ist für Karl Egloff das Ticket für die Zukunft. Er ist zwar schon lange ein Spitzenalpinist, aber das internationale Bergführerdiplom das hat er erst jetzt gerade in einem 3-wöchigen Kurs in Peru gemacht. Damit soll er in der Schweiz als Bergführer arbeiten und sich eine Existenz aufbauen. Ja, es ist sicher nicht perfekt, aber ich gebe mir Mühe. Wow! Jetzt ist gerade so der Stolz, oder, dass ich internationaler Bergführer geworden bin. Und darum wollte ich es jetzt gerade nähen. Das sieht doch okay aus. So. Ja, wie man es nimmt. Ja. Der Adriana sagt, der Bergführer geht nicht ab, aber der Stempel geht ab, wenn man ins Berg geht. Vamos a ver. Das sehen wir ja dann. Jetzt bist du einmal fertig. Die Egloffs haben aber noch 1000 andere Sachen zu machen. In einer Woche zügeln sie in die Schweiz, die zweite Heimat von Karl. Als Bergführer und Extrembergsteiger hat Karl etwa gleich viel Equipment wie ein kleiner Sportladen. Nach 17 Jahren in Ecuador mit Sack und Pack in die Schweiz, das ist ein grosser Schritt für Egloffs. Karl estuvo 3 semanas fuera. Der Karl war 3 Wochen weg. Uns ist es gut gegangen in dieser Zeit, auch wenn wir ihn vermisst haben. Aber wir sind glücklich, dass er das gemacht hat. Genau dann, als er heimkam, hat es in der Nacht ein starkes Erdbeben gegeben, das uns geweckt. Das ist normal hier in Ecuador, aber es war wirklich nah und stark. Ich habe eine Panikattacke bekommen. Zum Glück war der Karl da und hat mich beruhigt. Tranquila, estoy aquí. Ich habe zu ihm gesagt, Ecuador sagt, dass wir gehen sollen. Es sagt Tschüss. Ich glaube, ich will weg. Es ist ein Zeichen. Fue muy simbólico. Sí. Se resbaló. Ich hoffe, dass wir in der Schweiz ein friedliches Leben, ein stabiles Leben und ein glückliches Leben führen können. Das ist die Schweiz, die ich erwarte. Ich will meine Kinder frei sehen. Im Park spielen, grinsen, in die Party gehen, ein Glas essen. Mit Möglichkeiten, das zu werden, was sie sich erwünschen, wenn sie gross werden und erwachsen werden. Und dass es Adriana gefällt, dann bin ich mehr als überglücklich. Der Vorgänger von René, der hat ganz lässige Eltern gehabt. Und die Eltern haben, als er sein Coming-out hatte, mit mir sozusagen, die haben so toll reagiert. Und dort habe ich manchmal habe ich mich umgedreht und bin einfach rennen, weil ich gedacht habe, ey, so eine Familie hätte ich gerne gehabt. Das habe ich mir gewünscht, dass jemand so zu mir ist und mich einfach in den Arm nimmt und sagt, hey, das ist in Ordnung. Also im Sommer ist es sicher schön hier. Ja. Am Benny sein Coming-out war vor über 40 Jahren hier in der Schweiz. Für seine ältere Schwester Martha war das keine grosse Überraschung. Am Benny sein Leben hat das Ganze aber heftig durcheinander geschüttelt. Mal ein bisschen ans Wasser füllen. Nicht trainieren, gell? Aber nicht ins Wasser. Ich hatte damals einen Freund, mein erster Freund eigentlich, und wir haben uns sehr viel geschrieben. Er war aus dem Deutschen. Und da habe ich mal einen Brief, den ich ihm geschrieben habe,
dumm rumliegen und mein Vater hat ihn gefunden und hat ihn gelesen und dann ist das halt rausgekommen. Und dann hat mich die Mutter am Morgen beim Morgentisch gefragt, du, ist das wahr? Und dann habe ich den Brief schnell genommen, weggesteckt und habe gesagt, ja, ist schlimm. Und dann hat es geheißen, ja. Die konnten nicht umgehen mit dem. Schwul ist man nicht. Mhm. Also ich glaube, das war schon ihr Problem gewesen, gell? Ja. Für mich ist das immer klar gewesen, dass der Benni schwul ist. Also das ist für mich sonnenklar gewesen. Und natürlich auch nicht irgendwie ein Drama. Also auf der einen Seite bin ich froh gewesen, dass es draussen war. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich Angst vor den Konsequenzen. Und die Konsequenz war halt, dass ich meine Koffer packen und gehen. Und dann bin ich halt in das Hotel aufgegangen und habe dann ja die Lehre gemacht im Hotel oben. Und das war schon sehr hart gewesen. Dort bin ich einfach sehr schnell erwachsen worden. Ich bin mit 16 von daheim weg und habe in dem Hotel oben gewohnt und das war kein Zuckerschlecken gewesen. Was willst du? Und an mir ist es natürlich schon ein bisschen vorbeigegangen, weil ich bin in Basel gewohnt hier und nachher auf Heimberg gezügelt später. Und wir sind natürlich recht weit weg gewesen, oder? Er hat mich einfach wahrscheinlich lieber gehabt als die eigene Mutter, weil ich besser mit ihm umgehen konnte. Also für mich war es schön, ihn zu haben. Wir haben immer bastelt zusammen. Ja, bastelt. Playmobil, alle Varianten gemacht und so. Genau. Haben wir jetzt noch im Fall. Ja, solche Schlafsäckchen für die kleinen Dinge. Im Hotel Chateau Gütsch in Luzern hat Benni die Lehre gemacht und hat für sich selber schauen. Mit nur gerade 16. So schön. Kommt ein bisschen Wehmut auf? Nein, aber Nein. es ist noch spannend. Noch schön. Ich meine, ich habe das 2 Jahre lang jeden Tag x-mal gesehen. Und gar nicht wahrgenommen. Ja. Die Lehre war sehr hart. Nicht nur wegen meinem Coming-out, sondern einfach auch mit den Umständen, mit der Familie. Und ich musste mich mit den anderen Mitarbeitern auseinandersetzen. Ich habe eigentlich mich voll auf die Lehre konzentriert und geschaut, dass ich irgendwie vorwärts komme und dass ich die Lehre irgendwie überstehe. Und geschafft. Also jetzt im Nachhinein denke ich, ist es schon gut, dass ich dann weggegangen bin, weil ich dann mich auf mich konzentrieren und nicht irgendwie müssen noch etwas verstecken oder verheimlichen. Angst. Vor allem habe ich Angst, dass etwas bricht, wo nie mich lebt. Nicht mit Schnellleben, nicht mit Zeit. Vor allem habe ich Angst. Und eine Palme hast du. Die ist aber auch neu. Die ist neu, ja. Das ist ja cool. Aber der Baum ist noch der gleiche da. Und da fehlt auch etwas. Da ist doch so ein, das ist doch höher gesehen. Ja. Und dann ist so ein Bohnenbaum gesehen. Genau. Schau jetzt. Ja, genau. Das ist da das ist ja cool. Das und die Läden sind auch weg. Da hat es Läden gehabt, links und rechts. Ja, die sind nicht mehr. Und dort auf dem Balkon, wo ich dort von der Rutschbahn runtergefallen bin, hatte ich ein Loch im Kopf. Ja, da hast du mich getröstet. Oh, nochmal. Da bin ich auch noch ziemlich jung. Also gut, es ist auch ziemlich lang her. Ja. Jesus Gott. Bei Profil hast du ein Schnusseliges gehabt. Oder nicht? Was heisst da K? Immer noch. Immer noch. Mit dem Vater hatte ich auch keinen Kontakt mehr, weil er ist ja dann gestorben. Und zu der Mutter bin ich dann immer wieder mal gegangen, aber auch dort war das Verhältnis sehr speziell. Also es war nicht ein gutes Verhältnis. Und irgendwann haben wir ganz abgebrochen. Also als ich dann auf Berlin bin, sowieso, da habe ich ganz abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr wollte. Es hat keinen Wert gehabt.
Ich glaube, ich habe die Zeit, wo mit dem Rauswurf, das habe ich schwer verdrängt. Und ich denke jetzt eigentlich nicht mehr an das. Ich denke jetzt eher an die schönen Zeiten zurück, wo wir da rumgesprungen sind und Räuber und Polly gespielt haben. Vor allem habe ich Angst. Verloren gewesen, das ist klar. Sie kommen nicht mehr her, wo sie nicht einmal recht wissen, wo der Ort überhaupt liegt, wo sie jetzt herkommen. Wir klar haben davon erzählt. Aber sie kommen jetzt her. Das Einzige, was sie kennen, sind die Möbel. Hier in Bärau im Emmental haben Judith und Jaime für ihre Zwillinge eine Wohnung gemietet. Ihr Haus haben sie verkauft. Das ist speziell, auch eben, weil wir noch nie hier waren. So. Also. Ich lerne die Gegend gar nicht kennen, aber ja, es ist ein Abenteuer, ein neues Abenteuer. Mal schauen. Ja, Oberburg gibt es nicht mehr. Die Kinder kommen zurück und wir wollten einfach, dass sie irgendwo her können, dass sie irgendwo doch daheim sind. Und auch die Marina, dass sie, wenn sie am Wochenende zu der Familie besuchen, dass sie nicht mehr her kann. Und wenn wir in die Schweiz kommen, die Familie besuchen, dass wir auch nicht mehr her können. Ja. Gehen wir schauen. Hast du noch nie? Also. Ich kann sie nicht allein lassen, weißt, solange sie es nicht kennt und so. Ja. Hier, dort. Ja. Dort musst du das machen. Schlüssel drehen. Ja, warte, es geht selber auf. Oh, was? Ja, laufen. Geht selber auf. So, komm. Kannst du aufmachen? Du hast den Schlüssel. Ja, aber wie ist das? Hat hier mehr sein? Ja, du musst. Hurra. Wow, einfach drehen, Schlüssel drehen. Wow, jetzt ist es gegangen. Ein neuer Lebensabschnitt in einem neuen Zuhause. Genau in der gleichen Situation sind auch das Egloffs jetzt. Nach der langen Reise von Quito in die Schweiz sind alle gespannt auf das neue Haus und natürlich auf die beiden Hunde, die mitgereist sind. Dear passengers, welcome to Zurich. Welcome home. A pleasant stay or a good and safe onward journey. We blijven op een goede en veilige doorreis toe. Namens de hele crew dank u wel en we hopen u snel bij KLM aan boord te zien. Endlich, wir sind hier. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. Ich bin so glücklich, dass wir alle zusammen da sind. I feel strong again. Muy buen chico. Freuen über die Ankunft tut sich auch am Karl seine Schweizer Verwandtschaft. Lost again. One day I know I'll pass before. Es sind ganz viele Gefühle, die vorkommen. Die Familie, die wir schon immer hier hatten, die neuen Freunde. Ja, und einfach hier die Erleichterung, dass es jetzt geklappt hat, dass alle da sind, dass die Familie heil da ist. Und wir freuen uns unheimlich auf die neue Etappe. Ich habe keine Wörter. Viele Gefühle. Ich bin glücklich. Und ja, das ist Glück. Glücklich. Bis zum neuen Zuhause ist es ein Katzensprung. Höri bei Bülach ist 10 Minuten weg vom Flughafen. Das Egloffs kennen das Haus bis jetzt nur von den Fotos.
Susi ist die ältere Schwester von Karl und hat das neue Zuhause eingerichtet. Es nimmt sich wirklich Wunder, was sie für ein Gesicht macht. Weisst du nie, gell? Also, ich glaube, das Haus hat sie ja gesehen, ein paar Mal, oder? Wir haben angerufen und so, aber es ist schon etwas anderes, wenn du dann drin bist, oder? Titi, komm schauen. Mama. Martina, mit. Die Vorfreude ist gross bei Seglofs. Das sieht im Emmental ganz anders aus. Nach der Reise um die halbe Welt sind die Zwillinge müde und leicht überfordert mit allem. Charlie, warte. Schau mal. Ui. So. Oh, Papa. Und weißt du was? Wir können denken. Ist noch nicht ganz fertig eingeräumt, Nora. Ich bin nicht dazu gekommen. Aber das kannst du dann mit der Marina teilen. Das ist mein Arbeitstisch, ja. Etwas, was mir durch den Kopf ist, so wie haben wir alle dort im Platz. Weil ich habe es von Oberburg so gewöhnt, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Wir hatten einen grossen Tisch, wo wir gegessen haben. Also, ich meine, wir sind manchmal ein bisschen ausschweifende Familie. So. Also, wir brauchen ein bisschen Platz. Vorne, wenn man das Wägli läuft, hat es vorne so ein kleines Lädeli, wo man alles überkommt, Bäckerei und so. Und ein kleines Kaffee. Hast du das Gefühl, wie es geht? Ja. Den Schlag? Ja. Ja. Ja, Bobby, was meinst du? Ja, das geht schon, gell? Möbel, die kennen wir, aber halt anders. In anderen Räumen, anders aufgestellt. Ja. Ich glaube, das ist fast das ist fast am komischsten. Das ist kein deutsches Wort, aber ja. Ja, es ist schon ein bisschen anders. Vor allem kleiner und ist sehr gemütlich. Was sie daraus machen oder wo sie noch weitergehen, das wird sich alles zeigen. Das kommt natürlich dann alles. Jetzt sind sie mal angekommen und jetzt müssen sie zuerst ankommen und schauen, wie es weiter. Aber für einen Anfang ist es für uns eine Beruhigung, dass sie wirklich wissen, wo sie sind und dass sie es daheim haben. Die hören schon. Also. Zum Wohl. Schön seid ihr wieder da. Nora, Toni, wunderbar seid ihr wieder da. Gesundheitsweg. Ich glaube, ich habe es noch nicht wirklich realisiert, dass sie dann wirklich gehen. Schon die Umstellung auf die Wohnung hier ist sehr überraschend gekommen. Ich denke, es wird ja noch alles herausfinden, wie das dann ist. Klar finde ich es auch traurig, dass sie hier die Schweiz verlassen und jetzt uns wie hier lassen. Ich unterstütze sie voll und wünsche ihnen natürlich auch das Beste. Und ich freue mich sehr für sie. Mi vida. Vamos. ¡Oh, qué chévere! ¡Tina! ¡Qué linda! So schön! Yay! Das Haus ist deutlich kleiner als das in Ecuador. Dafür braucht es keine Videoüberwachung, kein Stacheldraht um den Garten und vor allem können die Kinder einfach draussen spielen. Wow, mira Martina! Mira tus peluches, Titi, schau. Titi, la Mini! Deine Teddybären sind oben. Schau, deine Bücher sind da. Oye, qué linda So ein schönes Haus. Wir sind extrem glücklich. Es ist super, dass alles schon da ist. Mir gefällt der Stil sehr. Ich werde gerade wieder emotional. Deine Globebücher sind ja da. Danke für alles, Susi. Es ist so schön, dass ich gar nicht mehr zum Haus raus will. Es ist wunderbar. Ich freue mich. Hermosa, a mí me encanta. Die schöne Familie da mit so einer schönen Überraschung und
mit so viel Herzen, mit so vielen Details. Was können wir noch mehr verlangen? Es wäre ja ganz anders gewesen, wenn wir angekommen wären und in der Schachtel im Flughafen nicht einmal einen Plan hätten. Jetzt ist es daheim. In 15 Minuten sind wir schon vom Flughafen da gewesen. Ja, ich bin überglücklich. Die Gefühle kommen noch in den nächsten paar Stunden. Aber so wie wir hier umringt sind mit Familie, haben wir auch in Ecuador die Familie gelassen. Und das wird für Adriana ganz einfach sein. Moving on, moving on. So I look behind. Wir haben null Stress, dass hier Türen offen sind oder dass jemand reinkommt und rausläuft. Es ist, man merkt es vom ersten Augenblick, auch am Flughafen selber. Und ich denke, jeden Tag gewinnt man an Vertrauen, dass wir nicht mehr in Ecuador sind. Das ist definitiv so. Es braucht Zeit, aber man merkt schon sofort, dass wir hier nicht gestresst sind. Das ist schön. Für das sind wir gekommen. Entonces los dos les encantó y Julio dijo, yo quiero la camiseta para hacer ta, ta, ta. Weit weg vom Einziehen in ein Haus in der Schweiz sind der Benni und der René aus Berlin. Immerhin haben sie hier zu Zofingen mal wieder etwas Spannendes gefunden zum Anschauen. Eine Villa mit Blick aufs Städtli. Die Miete für die 7,5 Zimmer Villa wäre mit 4'900 Franken auch im Budget. Sehr schön, ja. Das sieht schon, das ist ein Traum, ne? Können wir mal gucken. Unser Umzug wird dann sein, wenn wir etwas gefunden haben. Weil wir können ja nicht irgendwo auf eine Wiese raus. Nein, wir müssen jetzt zuerst etwas finden. Darum haben wir eben auch den wahnsinnigen Druck. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich etwas finden. Weil es wird hier immer brenzliger, auch mit der politischen Lage. Ich habe Angst, dass es hier irgendwann klopft. Grüezi wohl. Grüezi miteinander. Kommt noch hier. Grüezi wohl. Bin ich durch? Ja, Marco. Wir haben telefoniert. Ja, genau, ja, merci. Forum mit dem Schmine. Also das Haus grundsätzlich ist 90-jährig. Das ist der Haus hier am Bärenhobel. Im Essen mit dem Erde. Und ein schöner Parkettbeleg, Fischgrot. Ich bin gerade sprachlos. Das ist ja gut. Hier ging es gerade in die Küche. Das ist so mehr der Raum, den wir vorbereiten. Es sieht wieder einmal vielversprechend aus. Wenigstens bis jetzt. Gar nicht so einfach bei diesen Ansprüchen. Wir brauchen 200 bis 300 Quadratmeter. Das hört sich ein bisschen grosskotzend an, wenn man das so sagen darf. Wir arbeiten sehr viel und für mich ist daheim super wichtig. Solange ich mir das leisten kann und ich möchte es mir leisten, würde ich gerne ein bisschen Platz haben daheim. Und diesen Platz brauchen sie nicht nur zum Wohnen und für Benni seine Parfümfläschchen-Sammlung, sondern auch für ihr Geschäft. Dann kommen wir an Dorfbach runter, also Trottenweier runter. Dann sitzt ihr nur im Städtchen. Okay. Okay. Ist der Gärtner inbegriffen? Nein, leider nicht. Aber das ist ja wahnsinnig. Da braucht man wirklich einen Gärtner, um das zu machen. Ja, also es gibt schon noch ein bisschen Arbeit, das stimmt. Mhm. Sehr schön. Wie viele Freunde kennen wir, die gerne Gärtnerarbeiten machen? Einige. Ich habe das Problem, ich habe keine grünen Daumen. Schütten wir zu und machen ein Beet draus. Genau.
schon nett, aber für die Aufteilung natürlich schwierig dann mit Laden und allem. Das kriegst du gar nicht hin. Schön ist es. Es ist wunderschön, es ist ein Traumhaus. Es ist einfach von der Grösse her, klingt jetzt frech, aber es ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. Wir würden nicht alles unterbringen. Das wäre echt eine Herausforderung. Vor allem wegen dem Lager. Es sind etwa 150 Quadratmeter Lager, die wir noch brauchen, und das würden wir hier nicht reinbringen. Und dann auch noch, natürlich, weil wir ja dann den Konzeptstore und so beibehalten wollen. Also es wird wirklich schwierig dann. Aber schön ist es. Also im Prinzip müssen wir unten die komplette Fläche, Esszimmer, Wohnzimmer und hinten dran Büro und so, das müssen wir alles komplett Firma machen. Und da hätten wir noch, aber da hätten wir kein Wohnzimmer, kein Esszimmer. In Berlin hat der René seinen eigenen Coiffeursalon und der Benni sein Kosmetikatelier. Also das Haus ist wunderschön und wir hätten die Richtung dazu, würde alles passen. Es ist uns wahrscheinlich zu klein für Firma und Wohnen. Also ich denke, 300, 400 Quadratmeter brauchten wir schon für das Geschäft und dann noch mal etwa 200, 300 zum Wohnen. Und am liebsten hätten wir eben Wohnen und Arbeiten zusammen. Das wäre ideal. Für beides ist es hier wahrscheinlich zu klein. Ja. Sagen wir schweren Herzens ab. Ja, leider. Ach Mann. Ja, aber schön, dass wir schauen können und sehen, dass es so schöne Sachen gibt. Ja. Das macht auch wieder ein bisschen Mut. Ja. Also wieder zurück auf Berlin und weitersuchen. Tag 1 in der Schweiz für die Familie Egloff. Die lange Reise hat Spuren hinterlassen. Unsere Hunde sind durch, die haben den Jetlag. Gestern waren sie noch recht nervös, als sie angekommen sind, gar nicht so richtig gewusst, wie, was, wo. Und in der Nacht waren sie sehr unruhig, sind immer auf und ab, auf und ab. Und jetzt sind sie einfach halb tot am Sofa. Die brauchen Erholung. Was ist? Ui, Nino. Ui, Nino. Achtung, dass du das Sofa nicht dreckig machst, gell? Ja. Er ist richtig gezielt. Er ist nicht ins Sofa. Und das ist ein Zeichen, dass er extrem nervös war. Das ist sicher nicht einfach für die Hunde, so eine lange Reise. Und auch allein im Käfig, oder? Die ganze Familie ist noch ein bisschen auf Halbmast. Der Julian weiss noch gerade nicht so genau, was er von seiner neuen Heimat halten soll. Es ist kleiner, das Haus, als von dem Balkon. Ich will raus, wenn es ein bisschen wärmer ist und mit meinen Hunden spielen. Jetlag hin oder her. Der Karl will seiner Familie die Umgebung zeigen und spazieren. Das ist etwas, was Egloffs in Ecuador nie machen konnten. Nein! Entschuldigung. Nein, Papa! Willst du noch nicht filmen? Komm zu mir. Ja, sorry, Toni. Ja, hast du gut geschlafen? Komm zu mir. Ein neues Land, ein anderes Klima, ein kleines Haus. Es ist gerade ein Kulturschock. Dem Julian ist schon aufgefallen, dass etwas rund ums Haus ganz anders ist da. Es gibt keine Wände. Ich glaube, das sind die Bäume, die Wände. Und das ist anders als Ecuador. In Ecuador gibt es ganz viel Sicherheit. Die Sicherheit, einer der Hauptgründe, warum Egloffs weg sind aus Südamerika. Genau, es ist viel einfacher als in Ecuador. Man bräuchte nicht einmal etwas abzuschliessen.
Suiza! Suiza! Ich freue mich extrem, dass ich jetzt eine neue Etappe in der Schweiz verbringen kann und mein Zuhause finden kann. Und ich freue mich auf das neue Familienleben mit meiner Familie, dass ich die Schweiz kennenlernen kann. Und ich freue mich extrem, diese Etappe erleben. Also Dorian hat von Anfang an schon als Kind sich extrem mit der Marina abgegeben, mit ihr gespielt, sich um sie gekümmert. Und das ist einfach so ein bisschen in seinem Wesen, so ein bisschen, dass er dort irgendwie wirklich ganz einen speziellen Draht zu der Marina entwickelt hat. Die älteren Ramos leben jetzt seit einem halben Jahr in Portugal. Um Weihnachten zusammen feiern, reisen alle 4 Kinder von überall her extra an. Der Dorian kümmert sich um seine älteste Schwester, die wegen ihrer Einschränkung nicht allein reisen kann. Ich würde sagen, die Strenge sind die ganzen Emotionen, wo sie jetzt Schwierigkeiten oder mehr Schwierigkeiten hat, zu verarbeiten. Den ganzen Stress, morgen früh aufstehen, den Zug verwischen, den Umsteigen auf den Bus, ja, Flughafen. Das ist einfach für uns ein Abenteuer, aber mit ganz viel Stress verbunden. Genau, das war deine. Das ist meine. Hast du meine auch noch gehabt? Ja, natürlich. Merci. Ja, natürlich. Die Marina bedeutet mir sehr viel und mir ist sehr viel unternommen. Und durch das, dass sie die Welt anders sieht sie sehr glücklich, sie ist immer aufgestellt, sehr motiviert, Sachen zu unternehmen. Und durch das habe ich eine sehr enge Beziehung bekommen mit der Marina und freue mich immer extrem viel, mit ihr Sachen zu unternehmen. Gell, da freust du dich auch? Ja. Jetzt kommen wir zur Passkontrolle. Und dann müssen wir schauen, wie wir da durchkommen. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, weil ich weiss nie, was wird passieren, wie nimmt es Marina auf. Und da bin ich immer sehr nervös, probiere mich immer sehr gut vorzubereiten. Immer auf jedes mögliche Problem die mögliche gute Lösung zu haben, dass ich da die Marina gut unterstützen kann. Die Marina lebt in einem Heim im Berner Oberland. Es ist für sie eine Premiere, die Eltern in Portugal zu besuchen, seit sie ausgewandert sind. Jetzt während dem Fliegen hat sie häufig Probleme mit dem Druckausgleich. Und einfach die Gerüche beim Essensausgabe. Genau. Was genau kann man schlecht sagen. Es ist so ein bisschen gemischt aus allem Möglichen. Der Flug auf Porto dauert gut 2,5 Stunden. Das ist viel für die Marina. Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Der Dorian und die Marina sind extra einen Tag früher angereist, sodass sie jetzt am Flughafen in ein Hotel pfusen und sich ausruhen. Morgen sieht Marina dann auch ihre Eltern endlich wieder einmal. Ja, ist wirklich so. Ich habe jetzt so ewig lang nicht mehr gesehen. Genau, ja. Das vermisse ich schon ein bisschen. Ja. Früher hat sie alle 2 Wochen heimgekommen, hat die Familie gesehen, hat etwas unternommen. Und jetzt werden die Abstände immer länger. Es macht ihr, glaube ich, schon etwas zu arbeiten. Und ich weiß nie, ob sie das realisiert, dass sie jetzt hier in Portugal sind. Und dass das jetzt nur ein paar Monate wird sehen oder nur über das Telefon sehen, hören. Es macht ihr sicher zu schaffen. Und wir Geschwister, die halten ja zusammen. Ja. Morgen. Ja, jetzt sehen wir morgen alle. Papi, Sigi, Mama, Papa, Nora. Alle mit dem Flughaus. No. Soll ich helfen? Es war eine anstrengende Reise. Aber ja, nein, wir haben es geschafft. Und jetzt ist es Zeit für das Pfusen.
nichts in der Schweiz zu finden. Das wäre für mich zurzeit das Schlimmste. Weil für mich gibt es hier keine Perspektive. Und wenn dann halt auch in der Schweiz sich nichts auftut, das macht schon Angst. Seit einem halben Jahr suchen die beiden jetzt schon nach etwas Passendem in der Schweiz. Die Geschäftspartnerin Judy hilft ihnen dabei vor Ort. Der Benny und der René müssen zwangsläufig halt auf die digitalen Kanäle ausweichen. Das ist ja hässlich. Ja, von außen. Aber du weißt auch gar nicht, wie es innen aussieht. Vielleicht kann man was draus machen. Ach, das ist nur das Erdgeschoss, 612 Quadratmeter. Ja. Das ist nicht, das ist hässlich. Du kannst da nicht wohnen und arbeiten. Nee. Das ist ja halt auch bei vielen so mit den Häusern. Dann hast du zwar das Haus, aber du kannst es gar nicht gewerblich nutzen. Natürlich stresst mich das, weil ich bin so ein sicherheitsliebender Mensch und ich möchte gerne mein Zuhause haben und mein Geschäft im Trockenen, im guten Wissen. Und es ist einfach im Moment noch nicht. Und das ist unglaublich zermürbend. Hey, hallo zusammen. Ja, hören ja, aber wir sehen dich noch nicht. Moment. Cool. Ah, warte schon. Ja! Yay! Hallo! Du siehst toll aus. Danke vielmals. Lass jetzt, du hast gesehen, das eine Haus, das du mir geschickt hast, das ist schon weg. In Rouswil, die Villa. Die ist, kannst du die gestern Abend jemandem zeigen und dann ist gestanden, ist nicht mehr verfügbar. Okay, schade. Ja. Ich bin auch immer ein bisschen am Schauen, wobei ich habe im Moment wirklich das Gefühl, es ist ein bisschen mau unterwegs, also es ist nicht unbedingt viel. Und das andere ist dann halt auch wirklich immer eine Preisfrage, auch, oder? Weil je nachdem, ich sage jetzt Sursee, ist halt total eine andere Preiskategorie, wenn du halt ein bisschen mehr aufs Land rausgehst. Aber er will nicht aufs Land. Noch nicht. Land, wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen. Und ich sage, wir brauchen die Sichtbarkeit. Ja gut, das finde ich natürlich auch sehr wichtig. Gell? Und du musst irgendwo noch auch Kundschaft haben, die direkt in den Laden reinlaufen kann. Ich hätte kein Problem damit, das zu trennen, Wohnen und Arbeiten, aber Benny hat das Problem. Manchmal diskutieren wir oder es fliegen auch mal die Fetzen. Ja, also ich schaue immer weiter. Genau. Weil ich bin in den Startlöchern. Also ich weiss, ich arbeite jetzt mit diesen Produkten und die Leute sind begeistert. Also sie sind wirklich begeistert und ja, ich gebe einen Kurs am Laufmeter. Ich möchte das mit dir oder mit euch zusammen machen. Merci vielmals. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Was denkst du? Nicht viel. Tun wir das Material hier hin? Achtung. Kaum angekommen in der Schweiz ist der Karl mit seinem Kopf schon beim nächsten grossen Bergsteigerprojekt. Und grösser und höher geht es gar nicht mehr. Jetzt kommt wirklich viel Training auf mich zu und fokussiert auf 9 Monate von hier aus den Weltrekord vom Everest. Auf das fokussiere ich mich jetzt und trainiere und vorbereite. Das sind 20 Jahre, wo ich in diesem Sport trainiere. Und ich denke, ich wollte auch meiner Familie die Sicherheit geben, dass ich die Erfahrung in meine Entscheidungen und in diesem Versuch mitnehme. Die Adriana denkt lieber gar nicht dran. Sicher, ich habe Angst und ich habe keine Ahnung, was ist passieren. Was könnte passieren? Was könnte passieren, ja, aber es kommt.
SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».